Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead Michonne auf Pelzig. Ich habe das mit der Episode mittlerweile kapiert. Ich habe die alle gekauft, aber habe sie noch nicht alle runtergeladen. Ich habe dann nämlich auf Kaufen geklickt und bin dann in einem Download-Menü gelandet. Und wir können jetzt ohne weiteres Problem geben keinen Schutzspieler. Und es ist nach wie vor, wenn ihr auch Uncharted und Final Fantasy verfolgt, es ist immer noch der 28.05., der Horroraufnahmetag. Und es ist jetzt 10 Minuten vor 7 Uhr abends. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Lichtverhältnisse hier im Zimmer, dass auch mal Andy-Side hier ein bisschen, die hier, ein bisschen schattiger ist, weil die Sonne gerade so am runtergehen ist. Aber es ist so ein abartig heißer Tag heute. Und ich habe schon mittags die anderen 2 Spiele aufgenommen. Und ja, jetzt am Abend komme ich so allmählich dazu, auch das jetzt immer zu spielen. Und eben die zweite Folge, geben keinen Schutz, die spielen wir jetzt zusammen immer durch. Die mache ich an einem Stück dann. Bei so einer Hitze weiß ich nie. Schluckte gerade mehr Wasser oder ich. Es ist echt bestialisch. Bei über 30 Grad. Draußen zeigt's. Oder hier drin zeigt's 33 Grad A. Draußen zeigt's über 40 Grad A, weil die Thermometer in der Sonne stehen für Ewigkeiten. Es ist die Hölle. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Hello? Hello, is anyone there? We need some help. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Berto, hold the wheel steady. Greg! Who the hell are you people? Randall! Looks like you caught our thieves. Nice job. You know, every person we find living, they got some dead with them. Who was it for you, I wonder? Choppy the Dino? Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Stop! Sam. Oh god. You fucking shot him! I didn't mean to. Do you think that matters? Und da sind wir wieder. Was macht er draus? Ich habe ihm sein verdammtes Leben gerettet. Ich hoffe, der Kerl hintergeht uns jetzt nicht oder macht irgendwas, wie ich das. Oh, oh. Okay. Okay. Please. Let me help you. Na gut. Ich vertraue dir jetzt mal. Okay, I screwed up. Randall should be the one laying there. Ja. Not your brother. Ja. I can't undo what I did, but maybe I can help. I owe you. Both of you. Please, Na dann. anything. You wanna help? Start by getting us the fuck out of here. Not gonna be easy, but I'll do what I can. Okay. Is he still breathing? Nee. Jonas, Okay, die 2 sind zusammen. I thought you'd have more time. Das hätte sie bestimmt bereut, wenn sie denn jetzt gesehen hätte. No. Jonas, listen. I said I'd help them escape. Then we need to disappear too. Okay. Dann haben die ja keinen Arzt mehr. Yeah. Okay. Let's find Pete. Weil der Jonas ist ihren Arzt. So wie ich das verstanden habe.
Okay. Ja, Sam ist natürlich noch total am Boden zerstört, das kann ich nur vollziehen. Thanks, Michonne, Aber ja, for stopping me. richtig, das As hättest du much as I sehr wanted bereut. to, for what he did. I'm glad I didn't kill Zachary. Ja, You need to learn the difference between who's innocent and who's guilty. richtig. Zachary wasn't to blame. Sam And I wird can sich take a das pretty merken. damn good guess who is. Wichtige Lektion im Leben gelernt. Finde ich zumindest. Nur weil jemand abdrückt, muss er noch lange nicht der Schuldige sein. Und die Person, die abgedrückt hat, macht sich sowieso ihr Leben lang Vorwürfe deswegen. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache, womit der Zachary jetzt umgehen muss. Und es ist verdammt hart, wenn man als Werkzeug benutzt wird von so einem Sadist. Okay. Wer ist da? Irgendein Handlanger? Pete's still up there, and he's got company. Okay. We'll distract the guard, then we're out of here. Wenn es doch so einfach wäre. Ah, der Joe. Okay. Na gut. Guck, ich hoffe, der Pete liegt jetzt nicht zusammengeschlagen oder so irgendwo in der Ecke. Zutraue dir das, na jo. Couldn't get anything out of him. Zachary was useless. These people just aren't talking. Yeah. Problem is, we still know nothing about him. I'll get him to talk. Runter, bevor sie I uns have to sehen. worry. After last time, It won't go down like that. I swear. it can't. Okay. Oh, da ist er. Ich hoffe, der ist nicht allzu übel zusammengeschlagen. Nee, er sieht noch vernünftig aus. Die Machete, sehr gut. Und eine Leuchtpistole. So, was jetzt? They see me gone. You haven't got a chance of getting out of here. Hey, Randall! Oh oh. You want to tell me how this happened? Zachary! He was guarding the door. Da ist eine Waffe noch, ein MG. Samantha put you up to this? Where is she? Come on. Out with it. Where is she? I'm only here for Pete. If you find Sam, you can have her. I'm not letting any of you go. Norma, forget about... We can figure this out between us. I'd like that, Pete. But your friend here seems to have other ideas. Randall, sound the horn. Sure thing. Drop the machete. I said drop it. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Soll sie auf mich schießen. I said drop it while you still have. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich schneller agieren. Sehr gut. Du Drecksau. Du als Erster. Die Norma, mit der kann ich noch irgendwie umgehen. Aber zuerst die miese Sau von Randall. Ja. Die Sam kann sich um die Norma kümmern. Der Scheißkerl, der ist da eigentlich richtig gefährliche. Das ist das Tier. Oh! Arm gebrochen und noch voll auf die Schnies. Sehr gut. Okay, wie sieht's draußen aus? Die Norma ist überwältigt. Sehr gut. Ich scheine wohl die richtige Entscheidung getroffen zu haben. God damn it, Michonne. Always taking the hard road. You're still alive, aren't you? For now. Come on. Steht da was, sage ich, wäre auf Nummer sicher gegangen und hätte Randall umgebracht und die Norma eventuell auch noch. Sicher ist sicher, die jagen uns hundertprozentig. Ja. Mit sowas war zu rechnen. Alarm! We got trouble. Is this an attack? What's happening? Where are the kids? Escaped in your arms. Everyone, listen up. Get down. Jetzt juckt's mich. Ausgerechnet jetzt hat's mich an der Nase gejuckt. Stay out of sight. We'll find them soon. We need to spread out. In here. Okay. Was finden wir hier? Totally screwed. The whole town is looking for us. We'll Ja. figure it out. Michonne? I'll see if I can find us a ride out of here. Ich mag ihr Stimmen übrigens auch. Es ist übrigens, ich wurde auch schon auf Facebook gefragt. Es ist nett die Stimme von der Schauspielerin Danai Gurira. Might have to fight our way out. Es ist speziell dafür
ausgesucht, die Stimmen. I think we lost him. For now. Genauso wie auch bei A New Frontier der Jesus ein anderer ist und nicht sein eigentlicher Schauspieler aus der Serie, was ich sehr gut finde. Weil es wird zu sehr wieder auf die TV-Serie beschränkt, wenn man wieder die Schauspieler nehmen wird als Synchronsprecher. Deswegen finde ich das sehr gut, dass es unabhängige Leute sind. Und mir gefällt Michonnes Stimme hier eh besser. That'll never work. We have to fight our way out. Pete, they'll kill you. They won't. Und ich finde zwar Danai Gurira, Pete wird sich das merken, ist sehr gut, die Michonne. Die sieht auch exakt so aus und macht das wirklich auch hervorragend in der Serie. Aber ich finde die Stimme hier von der Michonne besser und passender, um ehrlich zu sein. Wobei auch die etwas härtere Stimme von der Danai Gurira durchaus recht passend ist. Aber ich finde, das passt sehr gut zu der Comic Michonne. Nein, Pete, das machst du nicht. No! What are you doing? Pete, das machst du nicht. Du opferst dich nicht vor uns. Could have talked them I'm down. not taking any chances. Ja. Ich riskiere dich nicht, Pete. Du bist ein klorer Kerl und Michonne verdankt dir ihr Leben. So, jetzt schießen wir da drauf. Jetzt machen wir das auf die Michonne-Art. Zack. Die können wir runterspringen. Zack. Wir wollen niemand umbringen, wenn das nicht absolut unumgänglich ist. Springt runter, Leute. Rettet euch. So. So machen wir das. Ich werde niemand umbringen. Oh. Wenn es nicht absolut notwendig ist. Scheiß Kerl. Oh, okay, ich glaube, der überlebt es nicht. Those people. Let's go, Pete. Holy shit! They're over there! Come on. Manchmal muss man halt so abgefuckt sein wie die Michonne. Rede ist zwar immer schön, wenn das geht, aber manchmal muss man auch richtig abgefuckt sein, so wie das die Michonne ist. Sie ist übrigens auch nicht Michonne oder so wie sie das in der Serie häufig sagen, sondern Michonne, so wie das englische Shone, S-H-O-W-N, so wird das ausgesprochen, Michonne. Hat mal Robert Kirkman auch mal geschrieben. You've already stolen our shit. You're not taking our boat too. You should look behind you. You think I'd fall for that shit? Ich sollte mal wirklich lieber. Gut, dass der Trick geklappt hat. Und wir hätten Pete noch mit dabei, was ich sehr gut finde. Come on, guys. It's spreading too fast. Ah, es geht ja ganz schön ab hier mit dem Ding. Wow, der Motor hat es zumindest noch erwischt. Das Ding wird uns wohl nicht allzu weit bringen. Aber wir drei sind mal nett erwischt worden. Trophäe erhalten, Brücken abbrechen in Kupfer. Und das ist wieder das Lied Gun in My Hand. Ja. Beim ersten Video hat sie schon Urheberrechtsanspruch gegeben an das Lied. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das Lied Gun in My Hand von Dorothy ist ja definitiv hier das Thema für die Miniserie und die Künstlerin hat selbstverständlich auch den Anspruch auf ihr Lied verdient. Nur für euch bedeutet das, dass das Video über Smartphones nicht sichtbar ist. Ihr müsst es auf Laptop oder auf Tower-PC gucken. Nur so könnt ihr das wirklich sehen. Ihr könnt es eventuell auch probieren, Smartphone mit eurem TV zu koppeln über YouTube. Möglicherweise klappt das auch. Ach, das habe ich schon gehört, dass das funktioniert hat. Aber über Smartphone gucken, das funktioniert nicht. Wegen dem wunderschönen und sehr stimmigen Lied. Ja. Huiuiui, und ich vermisse einen Ventilator. Episode 2, Give No Shelter. Eigentlich gib keine Unterkunft oder gib keinen Schutz und nicht geben keinen Schutz. So hat die Übersetzung ein bisschen geschlampt. Ich finde es auch schön, dass das Titellied immer wieder bei der Auftakt von einer Episode anfängt. Und meistens ist der Episode-Auftakt bei The Walking Dead immer sehr geil bei den Spielern. I couldn't risk leaving you behind. You gotta believe I know what I'm doing sometimes. Ja, trotzdem, Pete. Das wäre scheiße gelaufen jetzt, glaube ich. Do what I do first. And if that doesn't work, your machete can do it.
In der Situation war das einfach nicht für mich Option. Hide out at my house until it's clear. My dad can help you. It's Okay. not far. We'll get there before morning. He can really help us. He's the smartest guy I know. He's got a temper, but I can vouch for you. Ja, der Rick ist auch gewissermaßen ein Hitzkopf und man kann trotzdem für ihn bürgen, weil es ein guter Mensch ist. Insofern, ja, geben wir dem Kerl doch mal eine Chance. Okay. Boah, die Siedlung brennt immer noch sichtbar aus der Ferne. Und die geben Leuchtsignale. Oh Gott. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh Gott, ich brauche einen Ventilator, ohne Witz. Ich schwitze wie eine Sau. Na gut, dann schlachten wir doch mal ab, was möglich ist. Upsala. Da hat wohl jemand auf mich gezielt. Down! Oh Mann. Get to cover! Go! Okay, wer schießt auf uns und wo sitzt der Drecksack? Krieche in Sicherheit, okay. Und dann sind auch noch die Walker im Hintergrund. Na geil. Gotta put some distance between us and Norma. Hope the walkers go for them instead. Ja. Wow. Hoppala. Schön, dass die Walker auch für uns erledigen. It's not like we're just gonna walk through those things. Nee. Wir können die aber auch genau aufschneiden. Wir können sie aufschneiden und können sie als Guardian Angels verwenden. Das ist zwar abartig widerwärtig, aber es hilft. Na, komm her, du Feinerler. Das nächste Ärmel. Ja, auf die Schnut. Ah, der Kiefer, okay. Jetzt noch das andere Ärmel. Ach, was ein eklig er wird. Der Pete hinne, der guckt genauso wie ich so gucke, geht. Ach, Mann. Ich stelle mir das Kieferabtrennen am schwierigsten vor. Nicht so locker flockig, wie die das macht. Found a stick. Hurry! Ah, na. Ah. Da wäre aber genauso gut die andere Methode noch gewesen, dass man sich mit Walker-Eingeweide einschmiert. Aber da die Serie ja Michonne behandelt, ist es nur logisch, dass man ihr Guardian Angel Taktik anwendet. Und das ist aber trotzdem etwas riskant. Wenn irgendeiner Verdacht schöpft, muss man halt abstechen. Ah, wir können uns bewegen. Okay. Wenn einer Verdacht schöpft, muss man halt abstechen und für eine allzu große Gruppe funktioniert die Taktik auch nicht. Man ist ja nur für eine gewisse Zeit von denen abgeschirmt. Hoppala. Scheiße. Fängt das jetzt wieder an. Michonne, what is it? Scheiße. Weiter. Weiter, Michonne. What do you see? Ich bin jetzt auch mal ehrlich. My daughters. I just saw them. You're seeing things. Wow, was war denn das? Ja ein Speckkoloss. Slow down. Oh oh. Ja, du musst mal auch die Zügel halten. Der Trick dahinter ist ja eigentlich, dass die ohne Kiefer und ohne Arme nicht mehr in der Lage sind, ihren natürlichen Fresstrieb wahrzunehmen und deswegen harmlos sind. Ganz vorsichtig. Das ist der eigentliche Trick dahinter. Dass die so nicht mehr ihren Fresstrieb wahrnehmen können und so eine Gefahr mehr I darstellen. can't believe that worked. Just be glad it did. Jetzt kommen sie, oder? Ja. Und die ballern natürlich nieder, was da steht. Into the woods! Move! Ja, in die Woods. Jetzt aber hoppla, in die Woods. Trophäe erhalten in Kupfer, Herdenmentalität.
Ach, sehr schön, wie ich finde, für die Trophäe. The crew's gonna have to wait. Ja, We'll circle back when things cool off. ist wohl Better besser not take so. long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house. But you're not gonna like him. Okay. Okay. Das haben wir jetzt sehr eindrucksvoll gehört. Und ich jetzt sage, das ist doch der ideale Cliffhanger, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play The Walking Dead Michonne auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.